Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fox. Leute, meine Einschätzung zum Spiel gegen Frankfurt und ja, so wie ich aufstellen würde, das zeige ich euch einmal. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Ja, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Gut, Frankfurt, ja. Wir haben die Aussagen gehört von Vinny. Meiner Meinung nach alles gut. Ich bin auf das Frankfurt-Spiel gespannt. Danach kann man da vielleicht ein bisschen mehr reingehen. Wir spielen gegen Frankfurt. Wir haben lange noch Pause gehabt. Wir spielen zu Hause. Wir haben keinen Reisestress. Wir haben vorher zu Hause gespielt. Also sollte die Erholungsphase ja auf jeden Fall genügen, sodass man gegen Frankfurt wieder eine fitte, ausgeruhte Mannschaft sehen sollte, würde ich sagen. Ne? Also von daher, ich denke, nach dem Spiel können wir sagen, ob das jetzt einfach nur eine Phase war. Wie gesagt, vielleicht war das Tor in der Schlussphase irgendwie auch ein Brustlöser gegen Glasgow oder ob der Trend in die Richtung weitergeht. Und dann wird es natürlich schwierig gegen Frankfurt. Ja. Ihr seht nicht umsonst Tabellendritter. Ja, wir haben alle noch das Hinspiel in Erinnerung, denke ich, ja. Von daher, es wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Ich glaube auch nicht, dass wir ja aktuell irgendwie in der Lage sind, da vorne, also Frankfurt so zu bespielen, wie wir es im Hinspiel gemacht haben. Da sind wir aktuell anscheinend nicht in der Lage zu. Wie gesagt, vielleicht sind wir das wieder am Samstag. Ich weiß es nicht. Ich glaube persönlich nicht, dass unsere Formkurve nur an irgendwelchen Überbelastungen liegt. Ja, wir haben denselben Bums seit 2 Jahren gesehen. Von daher denke ich, es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel werden. Wir werden, wie bisher in den letzten Spielen auch, eine Menge Glück brauchen, denke ich. Aber vielleicht täusche ich mich auch und die Formkurve geht wieder nach oben. Wir werden sehen. Ob Harry Kane dabei ist, wissen wir natürlich auch noch nicht. Ja, ob sonst noch wer ausfällt, wissen wir noch nicht, weil PK ist sehr wahrscheinlich erst morgen. Ich habe bisher keine Ankündigung gesehen zu einer PK. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, komm, ich hole den Taktikfuchs schon mal raus. Gut. Ob Daniel wieder fit ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Von daher, ja. Kommen wir um Neujahr nicht drum herum. Auch das ist kein Spiel, wo man jetzt einfach einen Ubich reinwirft, denke ich. Ja. Müssen wir halt mit einem Neujahr klarkommen. Gut. Vorne ist natürlich unsere einzigste Spitze Harry Kane. Ich weiß nicht, ob ein Harry Kane spielen kann oder ob es sinnig ist, selbst wenn er irgendwie fit gespritzt werden könnte, ihn spielen zu lassen, wenn ich ehrlich bin. Ja, man hat das schon bei Glasgow gesagt, ja, Harry Kane ist nichts, ist fit, ist alles gut. Da musste er zur Halbzeit raus. Vielleicht sollte man ihm erstmal die Gelegenheit geben, sich wirklich auszukurieren. Ja, bevor man ja, ihn wiederbringt und dann ist wieder irgendwas und ihr wisst das. Ja, das zieht sich dann so durch, weil es wird natürlich keine Pausen geben jetzt. Ja, die heiße Phase der Saison ist da und geht weiter und dann kommt bald das Champions League Achtelfinale. Das wird auch so oder so ein dicker Brocken werden. Die Auslosung war jetzt noch nicht, ob Leverkusen oder Atletico. Da wirst du einen Harry Kane brauchen, Alter, ne? Von daher. Ja, Alternativen dann? Ja, haben wir nicht. Ja, das ist das Thema. Ich trage mal Thomas Müller ein. Ist für mich kein Neuner, aber vielleicht noch einer, der da ein bisschen die Position anders interpretiert wie so ein Gnabry, Alter. Ja, so, das ist meine Meinung. Gut. Aktuell ist es natürlich super schwierig, irgendwie ja, Argumente zu haben, um irgendwas aufzustellen. Ja, Gnabry schlecht, Sané bemüht, ja. Auch nicht wirklich durchschlagskräftig. Coman, ja. Coman ist auch der noch am stabilsten war, neben Michael Olise, obwohl der auch schwach war in der Defensivverteidigung. Also gibt es gerade wenig Argumente irgendwie, aber was willst du machen? Du hast halt nichts anderes. Ne? Genauso wie Musiala, der aktuell gar keine Form hat. Katastrophenform, aber natürlich ist er immer für eine Aktion gut. Von daher,
Ja, wenn er fit ist, muss ich ihn aufstellen und ich denke, er braucht einfach auch ein bisschen Spielzeit, weil er hat noch nicht so viel Spielzeit nach der Winterpause, wenn wir es Pause nennen können, gehabt. Wobei natürlich jetzt die letzten Spiele schon im Fokus waren. Keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach zu viel jetzt für ihn, die letzten Spiele. Dann müsstest du hier einen Müller hinstellen und vorne doch einen Gnabry oder ja, ich wüsste nicht wen oder. Ja, oder du musst halt einen Stürmer hochziehen, den du da vorne reinstellst. Ja, schwierig aktuell. Ne? Gut, Kimmich. Kimmich ist Kimmich. Kommen wir natürlich nicht drum herum und das auch zu Recht. Ja, ist immer noch einer der stabilsten da in dieser Mannschaft auf dieser Position. Ich bleibe dabei, einen Conny Leimer neben ihn zu stellen oder einen Tacken vor ihm. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert. Ja, Goretzka war ordentlich, hat so zwei Szenen gehabt vorne im Strafraum. Ansonsten, was das Aufbauspiel oder das Gegenpressing anbelangt, ist Goretzka halt einfach eine Wurst in meinen Augen. Da sehe ich einen Conny Leimer ein bisschen stärker. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir dann Conny Leimer mal im Mittelfeld. Wäre ja schön. Gut, 4er Abwehrkette. Ja. Gut, wir könnten über Minjay vielleicht diskutieren. Ja, ich würd trotzdem, ich bin mir nicht sicher, wie schnell Ito ist. Ja. Habe ich gerade nicht wirklich auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht, wie die Abstimmung da ist. Von daher, ich könnte mir einen Ito schon vorstellen neben Upa. Aber ja, so ein Experiment gegen Frankfurt weiß ich nicht. Wie gesagt, trainiert jetzt noch nicht so lange mit der Mannschaft und so weiter. Deswegen halte ich das ein bisschen schwierig. Von daher würde ich wieder einen Kim dahin stellen. Rechte Seite würde ich einen Boe stellen. Stanisic hat mich maßlos enttäuscht defensiv. Kannst du dir gegen Frankfurt nicht erlauben, so ein Defensivverhalten. Ja. Von daher würde ich einen Boe bringen. Auf der anderen Seite Fonzie Davis. Oh, ich denke mal, das Tor hat ihm Selbstvertrauen gegeben, auch wenn die Leistung sonst eher schwach war. Ja, aber ich würde mit Fonzie Davis mal anfangen. Alternativen können wir natürlich auch mal eintragen. Haben wir natürlich links Guerrero, rechts Stani. Ja, Stani wird einfach ein bisschen Zeit brauchen. Ne? Stani wird sich schon finden. Normal ist er defensiv eigentlich, zumindest was ich bisher erlebt habe, von ihm defensiv stärker wie offensiv. Ja? Von daher, das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber dann wird das schon kommen. Wir hätten links natürlich auch noch einen Ito, aber ich mache einen Ito mal in eine Innenverteidigung als Alternative. Und wir machen hier mal einen Erik rein. Auch ein Airbag kannst du mit Sicherheit bringen, aber ich würde eher sagen, gegen Frankfurt, die ja schon eher auf Umschaltspiel und Schnelligkeit gehen. Deswegen auch ein Davis aufgestellt anstatt ein Guerrero, wo ein Guerrero auch gerade formtechnisch echt wild ist. Deswegen würde ich es erstmal bei dem Innenverteidiger-Duo belassen, was sich kennt, und auch einen Eric Dyer erstmal rauslassen, weil er doch nicht so der schnellste ist. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie unsere Herangehensweise ist. Wenn wir eher ein bisschen tiefer stehen, kannst du natürlich trotzdem Eric bringen, aber wenn wir es zumindest versuchen wollen, wieder rauszuschieben, wie wir es sonst tun, ja, dann brauchen wir schnelle Innenverteidiger. Ja, und deswegen die Wahl einfach da drauf. Gut, ich trage hier mal einen Goretzka ein, hier natürlich einen Pavlo. Ich weiß aber auch nicht, wie es mit dem Palinja aussieht. Ob Palinja wieder da ist, dann könnten wir auch hier einen Palinja eintragen. Habe ich jetzt keinen Platz für, von daher schenke ich mir das. Ansonsten könnte man natürlich auch sagen, wir machen hier einen Pavlo hin, als können wir eigentlich auch mal machen. Also ist auf jeden Fall eine Posi, die ich dem Pavlo zutrauen würde. Und dann machen wir hier ein paar Linien rein. Weil wenn wir was haben, sind zentrale Mittelfeldspieler. Ja. Auf den Außen, ja, kennen wir die üblichen Verdächtigen. Ne? Wie rum wir die machen, ist eigentlich wurscht. Wobei ich einen Sané mal hierhin machen würde und einen Gnabry über die rechte Seite. Joa, wie ihr seht, Alternativen haben wir mehr als genug. Sind die Alternativen gerade irgendwie formtechnisch wirklich relevant? Mal abgesehen von Eric Dyer in der Innenverteidigung, denke ich eher nicht. Ja. Palhinha weiß ich nicht, müsste man mal sehen. Ja, aber der hat sich bei uns in der Mannschaft noch nicht gefunden, weil wenn er spielen durfte, war er eher der Achter wie der Sechser. Und ansonsten war er nie da oder verletzt. Von daher schwierig.
ja, wie gesagt, ich könnte mir einen Pavlovic mal vorstellen, eine Position weiter vorne. Ich denke, die Fähigkeiten hat er dafür. Ansonsten könnte man vielleicht auch über einen Conny Leimer reden, aber ich denke, Pavlovic hat noch mal ein bisschen mehr Spielverständnis, würde ich es vielleicht nennen. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, Pavlovic auch mal auf die 10 zu bringen, ja, oder auf eine etwas defensivere 10 oder eine etwas offensivere 8, wie ihr gerne möchtet. Ja. Wie gesagt, vorne ist natürlich wild, wenn Harry Kane nicht da ist. Ja, musst hoffen, dass Thomas Müller das noch wuppen kann, oder du stellst wirklich einen Gnabry da rein und hoffst, dass der irgendwie mal seine Form wiederfindet. Ob unser Spielsystem gerade für eine falsche 9 ausgelegt ist, boah, weiß ich nicht. Schwierig. Wenn man sieht, wie wenig Harry Kane eingebunden war, so die letzten Spiele, ja, dann kann man da schon drüber reden, dass es wahrscheinlich auch mit einer falschen 9 klappen würde. Aber natürlich ist dann so die Innenverteidigung noch ein bisschen weniger beschäftigt beim Gegner. Je nachdem, wie der Gegner agiert, kann das halt Vor- oder Nachteile haben. Schwierig, ja, schwierig. Ja, man kann nur hoffen, dass das so das Tor, wie ich schon sagte, so der Brustlöser war, ja, gegen Glasgow, und dass es wieder ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Ich weiß es nicht. Vielleicht, je nachdem, was die Auslosung heute gibt, wenn da Leverkusen droppt, vielleicht ist das dann auch schon in den Köpfen der Mannschaft. Weil die Mannschaft wird auch gemerkt haben, dass sie in Leverkusen einfach gar keine Chance hatte. Ja, dass sie einfach an die Wand gespielt wurde. Weiß man sich, sind alles Menschen, vielleicht beschäftigt das die Spieler dann schon. Schwierig zu sagen. Ja, wichtig wird das Ergebnis sein, ja, gegen Frankfurt. Ein Punkt sollte es schon sein, ja, ist eigentlich schon gut, wir haben 8 Punkte Vorsprung, so. Wenn Leverkusen gewinnen sollte, sind 6, ja. Aber dann seht ihr schon, es wird ein bisschen knackiger. Aber wir sollten das Spiel schon nicht verlieren. Ja, das sollte schon so die Prämisse sein. Und wenn wir das Spiel irgendwie gewinnen, obwohl wir schlechten Fußball spielen, dann nehmen wir natürlich das Ergebnis mit. Dann können wir aber natürlich trotzdem über die Form und die Art und Weise der Mannschaft sprechen, weil wie gesagt, die Formkurve oder das Leistungspotenzial geht gerade ganz, ganz stark in eine wilde Richtung. Ja. Aber gut, wir warten mal das Frankfurt-Spiel ab. Vielleicht war es nur eine Momentaufnahme, vielleicht war wirklich die Belastung jetzt zu hoch. Vielleicht raubt die Spielweise zu viel Kraft, was ich als Argument nicht zählen lasse, weil wie gesagt, die letzten beiden Jahre war es nicht anders. Ja, wir sind jedes Mal in der Rückrunde abgekackt. So. Ja, egal, ob das Nagelsmanns Spielweise war, die ein bisschen ähnlich war, die auch kräftezehrend war, oder ob es Tuchels Verwaltungsfußball war, da war die Formkurve nicht anders. Ja, ich weiß nicht, ob es eine mentale Geschichte ist oder irgendwas, keine Ahnung, Leute. Schwierig zu sagen. Warten wir aber auch mal ab, bevor wir in das Thema reingehen, wie das Frankfurt-Spiel wird. Das wäre meine Aufstellung, mein Tipp. Schwer zu sagen, ey. Ganz schwer zu sagen. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Ich werde auch einen Sieg tippen. Ich werde einen 2-1 tippen. Eigentlich gehe ich vom Unentschieden aus. Oder schlimmer. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwie die Kurve kriegen. Ja, das wäre, ja, das ist meine Meinung. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Auf ein schönes Spiel. Hoffentlich natürlich mit dem besseren Ergebnis für uns, dass wir den Vorsprung halten in der Liga. Und ja, da sind die Spiele jetzt Frankfurt-Stuttgart entscheidend, denke ich. Wenn wir da gut rüberkommen, dann sieht das, denke ich, ganz gut aus. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis dann. Tschüssi.